Aber geradezu absurd und politisch an Zynismus kaum noch zu überbieten ist, dass die Bundeswehr in ein Kriegsabenteuer gegen den IS geschickt wird und gleichzeitig hier in Deutschland die Fahne derjenigen verboten werden, die sich dem IS seit Jahren mutig entgegenstellen. Es ist diese Fahne der kurdischen Volksverteidigungseinheiten, der YPG. Und, Herr de Maizière, ich finde, es ist eine Schande, dass denjenigen, die die Jesiden vor den Terrorhorden des IS im Schengal gerettet haben, deren Frauenbataillone Kobane verteidigt haben und die die Hauptstadt des IS, Raqqa, befreit haben, dass Sie ihnen in den Rücken fallen. Diese mutigen Kämpferinnen und Kämpfer haben Ihre Heuchelei und Doppelmoral nicht verdient. Deshalb beenden Sie diesen Bundeswehreinsatz. Lassen Sie die Bundeswehr nach Hause kommen, aber beenden Sie auch dieses schändliche Verbot der Fahnen von denjenigen Menschen, die sich mutig gegen die Terrorbanden des IS entgegengestellt haben in den letzten Jahren, auch an der Seite dieser Koalition. Vielen Dank. Frau Kollegin Daktelin, Sie haben irgendeine Fahne hochgehoben oder ein Bild davon. Wir prüfen gerade, was das war. Ich komme möglicherweise darauf zurück. Das Wort hat der Bundesminister des Auswärtigen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nur vielleicht, Frau Daktelin, eine Bemerkung. Sie haben ja nicht so genau gesagt, um wen es Ihnen da geht. Nur damit es keine Missverständnisse gibt, die PKK ist in diesem Land deshalb verboten, weil sie hier in diesem Land Nötigung, Erpressung, Drogenhandel, Menschenhandel und all das gemacht hat. Sie haben es ja nicht so genau gesagt, wen Sie meinen. Deswegen, nächstes Mal können Sie einfach klar sagen, wen Sie meinen. Diese Organisation ist hier verboten, weil sie in diesem Land sich so verhalten hat, dass man sie besser verbieten sollte. Und dagegen Und wenn die deutsche Polizei gegen das Zeigen dieser Fahnen und der Leute, die diese Organisation führen, vorgeht, dann sichert die deutsche Polizei die Durchsetzung von Recht und Gesetz in diesem Land. Nichts anderes tut sie. Ich wollte das nur klarstellen, weil in anderen Beziehungen wir ja, sagen wir mal, auch darauf angewiesen sind, dass Menschen uns in anderen Ländern auch verstehen. Deshalb Herr Minister, ja? Die Kollegin Daktelin möchte gerne eine Zwischenintervention machen. Gestatten Sie das? Selbstverständlich. Nach der Sitzung? Ich hatte verstanden, dass Sie sofort. Bitte sehr. Dann machen wir das nach der Rede. Schade. Schade. Also doch. Bitte sehr, Sie haben das Wort, Kollegin. Uns fehlt niemals der Mut, Herr Kollege, anders als bei Ihnen. Aber Herr Gabriel, kommen wir zum Thema. Ich wollte eigentlich jetzt, oder meine Kollegen hatten jetzt gebeten, nicht jetzt Ihre Rede noch mal zu verlängern. Ich möchte Sie nur um eins bitten. Deshalb wollte ich ja auch eine Kurzintervention, aber ist egal. Ich sehe dem Präsidenten nach. Meine Bitte ist folgendes, dass Sie vielleicht zur Redlichkeit, Herr Gabriel, gehört auch unter Kollegen, nicht etwas zu behaupten über den Kollegen oder die Kollegin, die etwas getan haben soll, was sie nicht getan hat. Ich habe in meiner Rede, und das wissen Sie ganz genau, nirgendwo eine Organisation erwähnt, die von Ihnen erwähnt wurde, die PKK, die natürlich gelistet ist als eine Terrororganisation, sondern ich habe eine Organisation genannt, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Syrien, die YPG, und darauf hingewiesen, dass diese Bundesregierung heuchlerisch ist, weil sie einerseits sagt, dass diese Organisation nicht dem Vereinsverbot unterliegt, die Organisation selbst, in keiner von internationalen Terrorlisten ist und deshalb auch nicht eine verbotene Organisation ist, aber auf Wunsch des türkischen Präsidenten hier es einen Erlass gibt, die Fahnen und Symbole dieser Organisation in Deutschland zu verbieten. Was mit dazu führt, wie letzte Woche, dass ein junger Wissenschaftler in München um 6 Uhr morgens von der Polizei geweckt wird zu einer Hausdurchsuchung, weil er auf Facebook sympathisiert hat mit den Kämpfern gegen die Barbaren des Islamischen Staats. Und diese Kämpferinnen und Kämpfer der YPG,
kämpfen an ihrer Seite gegen den IS. Sie kämpfen an der Seite der US-Amerikaner und sie unterstützen das. Und deshalb finde ich das nichts als heuchlerisch, sich zum Büttel des türkischen Präsidenten zu machen, weil er das von der Bundesregierung verlangt, die Kurden hier zu kriminalisieren für ihre Sympathie bei den Kämpfern gegen den IS in Syrien. Das habe ich gesagt und nichts anderes. Also zur Redlichkeit gehört, wenn Sie mich ansprechen, dass Sie mir nicht etwas unterstellen, sondern zur Sache sprechen. Finden Sie es richtig, dass die JPG hier ihre Symbole und Fahnen verboten werden, mit denen sie gegen den IS in Syrien kämpfen? Beantworten Sie diese Frage, Herr Gabt. Nein, ist doch alles gut. Ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar. Ich habe ja, also erstens die Antwort lautet, niemand aus der Bundesregierung verbietet das Tragen von Symbolen oder eine Vereinigung in Deutschland an Repräsentanten auf Druck von Herrn Erdogan. Und das, wenn Sie ausgerechnet mir sozusagen den Vorwurf machen, ich würde mich Herrn Erdogan unterwerfen, das entbehrt nicht einer gewissen Form von Humor, muss ich sagen. Das ist insofern, und ich habe Ihnen gesagt, weil sozusagen bei Ihnen nach meinem Eindruck bei dem Thema jeweils, gucken Sie mal, ich habe Ihnen doch ganz ruhig zugehört. Machen Sie das doch umgekehrt auch, denn wir beide sind doch mutig. Ich habe klar gemacht, wann man bei uns Organisationen verbietet, und das tun wir dann, wenn sie in diesem Land Kriminalität unterstützen. Ich habe auch gesagt, wen das betrifft, und dazu brauchen wir nicht Herrn Erdogan, das haben wir selbst gemacht. Und bei der YPG wiederhole ich, niemand in diesem Land, schon gar nicht die Bundesregierung oder Länderregierung, verbieten Organisationen, weil irgendjemand aus dem Ausland das von uns fordert. Insofern gibt es auch keinen Grund für den Vorwurf der Heuchelei, jedenfalls nicht an die Regierung. Wie Sie das begründen wollen, dass die YPG hierzulande Jetzt ist die Zwischenintervention beendet. Glauben Sie, wie viel Lust ich auf eine Debatte hätte, aber das gestattet mir der Präsident nicht.